Wir hoffen alle Guten, dass wir diese Gesetzestexte nie werden brauchen. Im Moment hören wir aber Hiobsbotschaften, geht davon geschwärzt für Mikal zu duschen, geht davon geschwärzt für Schulen Männer zu heizen, für Piscinen so zu machen, für Sporthallen so zu machen, für Produktion und Industrie aufzusetzen, geht davon geschwärzt, dass der Strom an den Gas sich könnten am Preis verdreifachen, vervierfachen, eventuell nach Metertisch. Das ist aber ein Risiko, dass es zu einer größeren Katastrophe kommen am Winter. Das ist aber eine Krise, die schon angefangen hat, Krieg, dass ein Preis in dem uns schon abgegangen, das nicht durch die Krise allein kommt, was schon für drin, das will ich unbedingt betonen. Und das ist auch eine Krise, die teilweise einfach auch ob Eispolitik in Europa auch zurückzuführen ist, wie nicht versäumt, die wir die letzten Jahre die nötigen Gasreserven umzulehnen, wie wir doch versäumt haben, die nötigen Petrolreserven umzulehnen. Du hast das Problem noch nicht so akut, mit den Ass aber immer noch gehen, wie als ADR oft gefordert. Das ist auch ein Problem von Energiepolitik, die ihr möchtet. Wir haben eine Regierungen in Europa, die ganz viel auf die geringe volatile Energie setzen. Und der Minister hat selber gesagt, nach 4 Jahren, dass wir da als Backup das Gas brauchen. Das heißt, wir haben also wirklich ganz viel abhängig gemacht vom Gas, auch bei der Stromproduktion. Und natürlich ist das eine Problematik von der Abhängigkeit von einem Land, weil da die Gas liefert, darauf sind wir aufmerksam gemacht von unseren amerikanischen Partnern während Jahren, die ist nicht aufhängig. In dem Fall sind wir lo, und da weist sich eben als größtes Problem. Für ein bisschen mehr weit zu gehen, einen kleinen Vergleich. Ich meine, die geht ja an die Vakanz und dann ist gut Zeit für ich vielleicht selbst zu evaluieren, zumal die sich ein bisschen für Geschichte interessieren. Das ist darauf eine gewisse Parallele, also Geschichte wiederholt sich nicht ein zu ein, mit Ihnen aber gewisse Parallelen zu der Situation von 1973, die wir vielleicht das Jahr erleben. Auch damals wäre der Krieg gegen die Yom Kippur-Krieg, wo die arabischen Länder Israel angegriffen haben, die zurückgestoßen sind. Israel mit der Hölle vom Westen das konnte machen. Und ein bisschen als Revancheaktion dann die arabischen Länder dezidiert tun, für den Ölpreis zu erhöhen, was dazu gefordert wird, dass wir eine Petrolkrise kriegen, dass Tankstellen teilweise kein Benzin mehr hatten, dass Benzinpreise sich vervierfacht tun und dass wir eine riesige Krise kriegen, die sogar 1975 zur Stahlkrise gefordert wird und am Endeffekt zum Untergang von Stadt Karlsruhe von der traditionellen Stahlindustrie zu Lützeburg, eine Krise, die jahrelang angehalten wird und die auch am Nahen Osten und auf anderen Plätzen der Welt noch weiter zu Kriegen gefordert wird, eben die Energie, die mussten Urlaub, wir hatten Golfkriege, alles wird ein bisschen noch mit dem Krieg von 1973 die gehabt. Das war in dem Kontext. Ich hoffe, dass wir heute 2022 nicht in so eine Richtung gehen, wo wir jahrelang eine Wirtschaftskrise kriegen, wo wir weiter Konflikte kriegen auf dieser Welt. Mich fährten, dass das aber der Fall könnte sein. Und dafür gebe ich heute wirklich engagiert noch daran appellieren, wir haben am Anfang nach der Möglichkeit, eine Katastrophe am Winter zu verhindern. Als Regierung hat die Möglichkeit, eine Katastrophe am Winter zu verhindern. Europa hat die Möglichkeit, eine Katastrophe am Winter zu verhindern. Wir haben an der Hand, wir müssen es just machen. So nicht merci. Merci, Herr Kohl.